Die Mutter des Millionärs terrorisierte alle, bis die Angestellte die Regeln änderte. Edubiges Villanuevas Arm dunglei o der Luft. Nicht, weil sie es wollte, sondern weil jemand ihn festhielt. 200 Leute Bier im großen Kristallsaal des Zürcher Kach sahen, Bauer au Lack. Frauen in Kleidern für Tausende von Franken, Männer mit Uhren, die mehr wert waren als eine Wohnung am Zürichberg, und niemand atmete 3 volle Sekunden lang. Das Strike Quartet gote deugang taichotoi. Gemmend, ließ ein Glas dangasung. Das Glas zerbraknik. Es rollte langsam, perfekt, lächerlich auf dem Marmorboden kreisen, bis es an einem Stuhlbein anschlug und stillstand. Consuelo dato chikle hoi hangelenko edubiges. Sie drückte nicht stark. Es war nicht nötig. Sie hielt es nur fest, ruhig, wie jemand, der etwas festhält, das herunterfallen und andere verletzen könnte. Edubiges Hand blieb 15 Zentimeter von Consuelos Wange entfernt hängen, genau der Punkt, den sie in 11 Jahren auf andere Weise zu erreichen versucht hatte. 11 Jahre lang Schulterstöße beim Vorbeigehen, zerbrochene Tassen am Lavabo, wenn der Kaffee nicht die richtige Temperatur hatte. Ach so, verstehst du denn kein Deutsch, Mädchen? Wenn sie es sehr wohl verstand und genau so gemacht hatte, wie es verlangt wurde. Der Arm war nie so weit gegangen, heute Nacht schon. Edubiges brauchte 4 Sekunden, um zu verstehen. La geschah. Ihre Augen Läpplein langsam nach unten. Zuerst Consuelos Hand auf ihrem Handgelenk, dann der Ärmel der dunkelblauen Dongfurk, dann die schwarze Stofftasche, die sie über der Schulter trug, die Tasche ohne Markenlogo, die nie ein Markenlogo tragen würde. Und schließlich das Gesicht einer 38-jährigen Frau, die seit 11 Jahren in der Villa arbeitete, 11 Jahre lang ihren Kaffee um 7 Uhr servierte, 11 Jahre lang ihre Bettwäsche mit Dampf genau am richtigen Winkel bügelte, so wie sie es verlangte. 11 Jahre lang den Blick senkte, jedes Mal, wenn Edubiges einen Raum betrat, als wäre das Zusammenkauern Teil des Vertrags. Dieses Gesicht senkte den Blick jetzt nicht. »Frau Villanueva«, sagte Consuelo, mit leiser, mester Stimme, ohne Hast, Tatladung. Niemand in dem Saal wusste, was er mit diesen beiden Worten anfangen sollte. Die Damen am Tisch 12 warfen sich jene besonderen Blicke zu, die Menschen haben, wenn sie etwas sehen, das sie nicht sehen sollten, aber nicht aufhören können zu sehen. Herr Anaya, Mehrheitsaktionär des Werks Pinks im Aargau, seit 20 Jahren Geschäftspartner der Villanueva Holding, wischte sich den Mund mit der Leinenserviette ab, obwohl er nichts gegessen hatte. Eine junge Frau am Hintergrund holte ihr Handy heraus und steckte es wieder weg, holte es wieder heraus. Rodrigo Villanueva doi Trachet Aktentasche, Tattoo. Das Leder traf den Marmorboden mit einem trockenen, endgültigen Geräusch, das von den Säulen des Saals widerhallte, war bis zum Goi-Tisch drang. Er war 12 Meter von der Szene entfernt. Er war zu spät zur jährlichen Feier der Villanueva Holding AG gekommen. Die Familiengruppe mit 2,4 Milliarden Franken war ausgewiesenen Vermögenswerten. 3 Verarbeitungsbetriebe am Schweizer Mittelland. Ein 280 Hektar großer Landwirtschaftsbetrieb am Emmental, den sein Großvater 1962 gekauft hatte und den seine Mutter verwaltete, als wäre er der Mittelpunkt des Universums. Und was er beim Öffnen der Saaltüren vorfand, war nicht das, was er erwartet hatte. Nie in seinen 38 Lebensjahren hatte er jemanden gesehen, der seine Mutter aufhielt. Nicht sein Vater, der seit 12 Jahren tot war und es zu Lebzeiten auch nicht getan hatte, noch die Firmenanwälte, die gelernt hatten, Verträge so zu formulieren, dass Edubiges ihre Meinung nie ändern musste. Nicht einmal er selbst, der als Generaldirektor und einziger Erbe der Gruppe seit seinem 8. Lebensjahr gelernt hatte, dass es bei seiner Mutter 2 Optionen gab, zustimmen oder schweigen. Edubiges öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Es war eine Sprache, die sie nie hatte lernen müssen. Ein Muskel, den sie nie hatte entwickeln müssen, weil niemand in ihrer Welt es von ihr verlangt hatte. Consuelo ließ ihn los, bevor sie ziehen konnte. Ohne Drama, Zeremonie. Sie ließ ihn einfach los mit einer Ruhe, die verwirrender war als jedes Gerangel. »Wie wagen Sie es?« flüsterte Edubiges. Das Flüstern schien dran schlimmer als ein Schrei. Der ganze Saal hörte es trotzdem. »Wie wagen Sie es, Hand an mich zu legen? Wissen Sie? Toiko Sauchong, wissen Sie, Goffai Ihnen Antun Kanchong, Consuelo Fandoichong, Toi Mun Neudionai Foi Toi.« Die Stofftasche, die sie mitgebracht hatte, weil der Empfang eine Gala war und sie nur gekommen war, um einige Dokumente zu übergeben, die Herr Rodrigo an dem Morgen auf dem Schreibtisch seines Arbeitszimmers vergessen hatte. Komm, bạn có thể làm được điều đó? Sie war nicht eingeladen worden zu bleiben. Tôi không biết bạn có muốn làm điều đó không? Sie holte eine zusammengefaltete dunkelblaue Schürze heraus, mit einer von Hand genähten, dicken, unregelmäßigen Naht an der rechten Tasche.
Die Fäden waren etwas dunkler als der Rest des Stoffes, weil der Faden, den sie 9 Jahre zuvor benutzt hatte, nicht genau derselbe Blau war. Aber es war der, den sie zur Hand gehabt hatte, und die Schürze tat noch ihren Dienst, und es gab keinen Grund, sie wegzuwerfen. Sie faltete sie noch einmal zusammen, verstaute sie mit derselben Sorgfalt in der Tasche, mit der sie herausgenommen hatte. Tatüetvoi. Was sie tat, war, sich ruhig und ohne Eile zu bücken, um den Manila-Umschlag vom Boden aufzuheben, der heruntergefallen war, als Edubiges ihr beim Betreten des Saals an den Arm geschlagen hatte. Der Umschlag mit den Verlängerungsverträgen für das Werk in Solothurn, der Grund, warum Consuelo die Tram genommen, dann den Bus und schließlich ein Taxi, das sie sich eigentlich nicht hätte leisten sollen, weil das Geld nicht für Taxifahrten reichte, um Papiere zu übergeben. Sie nicht bạn không thể tin được nữa, nhưng Herr Rodrigo S. so verlangt hatte. Der Grund, warum Edubiges Arm sich erhoben hatte, war, dass Consuelo mit ihrer Stofftasche und ihrer blauen Dongfok bei ihrer schlecht geflickten Naht an der Tasche die Saaltüren betreten hatte. Und das, diese Anwesenheit, dieses Dasein an einem Ort, der ihr nicht zustand, war zu viel für Edubiges Villanueva, an einem Abend, an dem ihr ohnehin schon alles zu viel schien. Consuelo hob den Umschlag auf, schüttelte ihn leicht, ging auf Rodrigo zu, reichte ihm den Umschlag mit beiden Händen, wie sie es immer tat, wie man ihr als Kind beigebracht hatte, wie man Dinge an der übersiebt. Er sah sie auf eine Weise an, die Consuelo nicht recht deuten konnte. Dola Kurkchin qua Mitleid. Sie kannte das Gesicht des Mitleidsruhrt. Man hatte ihr am Leben oft so ein Gesicht gemacht. Dola Kurkchin Chang qua Sham. Es war auch etwas anderes, etwas noch Namenloses, etwas, das sich in dem Moment dort zu bilden schien, während das Streichquartett immer noch nicht spielte und die 200 Leute immer noch nicht wussten, wohin sie schauen sollten. Ihre Verträge, Herr Villanueva, sagte sie, die Sie heute Morgen am Arbeitszimmer vergessen haben. Rodrigo nahm den Umschlag, seine Finger berührten für einen Moment ihre. Keiner der beiden erwähnte es. Consuelo nickte einmal. Dieses kurze, präzise Nicken, das ihre Art war zu sagen, ich bin fertig, ich gehe. Sie drehte sich auf den Fersen um und ging langsam, ohne zu rennen, mit demselben stillen Schritt, mit dem sie 11 Jahre lang durch die Marmorkorridore der Villanueva Villa gegangen war. Ein Schritt, den sie so verfeinert hatte, dass niemand sie kommen und niemand sie gehen hörte. Niemand hielt sie auf. Nicht einmal Edubiges, die mitten am Saal stehen blieb, mit dem Arm immer noch leicht erhoben und dem Kiefer fest zusammengebissen, und 200 Augenpaaren, die sich in diesen 30 Sekunden bereits entschieden hatten, welcher Fienbandir-Geschichte sie glauben würden. Draußen, auf dem Trottoir vor dem Hotel, roch die Stadtluft nach frischem Regen, nassem Beton und nach den Bratwürsten eines Standes, der an der Ecke geparkt war. Consuelo dung einen Moment unter dem grünen Planendach, holte die Schürze aus ihrer Tasche, betrachtete sie am gelben Licht des Hotels, die Naht der rechten Tasche, die ungleichmäßigen Fäden, das Blau, das nicht genau dasselbe Blau war. Nếu bạn không muốn, bạn có thể làm điều đó, bạn có thể làm điều đó, bạn có thể làm điều đó trên xe buýt. Was hättest du in die Saal, Zitan? Hättest du das Handgelenk losgelassen, bevor alle dich sahen? Oder hättest du es trotzdem festgehalten, selbst wenn es dich alles gekostet hätte? Banco dann geht Njatchong. Aber gut, bevor ich dir erzähle, was danach geschah, wenn dich diese Geschichte schon jetzt mit beklommenem Herzen zurücklässt, stell dir vor, was noch kommt. Gib ein Like und abonniere, damit du keine Folge verpasst. Der Bus brauchte 22 Minuten. Consuelo zählte sie. Nicht, weil sie es eilig hatte, es gab keinen Grund mehr, es eilig zu haben, sondern weil Zählen das war, was sie tat, wenn der Körper etwas zu tun brauchte, während der Kopf verarbeitete. 1, 2, 3, so, bis 22. So, schon als Kind, als der Bus ankam und die Türen mit dem pneumatischen Schnauben, das immer nach altem Gummi roch, aufgingen, stieg Consuelo ein, zahlte, fand einen Platz am Fenster und lehnte ihre Stirn gegen das Glas. Die Stadt draußen war eine Parade von Apothekenreklamen, Wehenständen und Ampeln, die niemand wirklich respektierte. Sie schloss die Augen, nicht um zu schlafen, sondern um ihr Spiegelbild am Glas nicht sehen zu müssen. 11 Jahre zuvor war Consuelo Reyes Solano mit einem blauen Seesack und einem Empfehlungsschreiben von Frau Inés, der früheren Köchin, in die Villanueva Villa gekommen, die ging, weil ihre Knie die Marmorböden nicht mehr aushielten. Der Brief sagte, sie ist fleißig, sie ist ruhig, sie macht keine Probleme. Das war genau das, La Edubiges Villanueva in dem Moment und in allen Momenten ihres Lebens suchte. Fleißig, ruhig, keine Probleme. Consuelo Yotin schien dran jahrelang alle 3 Dinge gewesen. Im ersten Monat brachte Edubiges ihr die Regeln des Hauses bei. Es gab kein schriftliches Reglement.
Consuelo wusste es später, als sie versuchte, einer Freundin zu erklären, wie die Villa funktionierte und es nicht konnte, weil die Regeln in Edubiges Tonfall Tontai war Trongertwurt, wie ihre Augen einen sauberen Raum nach Fehlern absuchten. Der Kaffee um 7 Uhr musste um 7 Uhr fertig sein, nicht um 7:02 Uhr. Die Kissen I am Hauptschlafzimmer wurden in die entgegengesetzte Richtung wie die Kissen I am Gästezimmer gedreht. Herr Rodrigo, der damals 27 Jahre alt war von Montag bis Freitag I am Büro war, durfte Consuelo vor 8 Uhr morgens niemals auf den Fluren I am Erdgeschoss finden. Consuelo lernte alles in 3 Wochen. Im 4. Monat warf Edubiges ihr eine Tasse Kaffee auf den Boden, weil er lauwarm war. Consuelo hob sie auf, wischte die Verschüttung weg, goss eine neue Tasse ein und sagte nichts. Im 10. Monat schrie Edubiges sie an: »Wer hat dir erlaubt, dich zu setzen?« Als Consuelo sich an den Rand eines Küchenstuhls setzte, um zu warten, bis der Waschmaschinengang beendet war. Consuelo dung auf, murmelte eine Entschuldigung und wartete weitere 40 Minuten stehend. Im 2. Jahr stieß Edubiges ihr beim Vorbeigehen an die Schulter, weil Consuelo den Gang fegte und eine Sekunde zu lange brauchte, um zur Seite zu treten. Consuelo notierte sich meint: zur Seite treten, bevor sie kommt. Teuret wuivi ja dann Kogang het zuk de Tippkern bei Diensttreppe mit einem Eimer, war verschüttete Seifenwasser auf den Teppich am Treppenabsatz. Edubiges hörte das Geräusch aus dem Arbeitszimmer, kam heraus, sah den nassen Teppich und sagte: »Du bist ein Chaos, genau wie alle, wo du herkommst.« Consuelo Taitaro lei Teppich. Sie brauchte 2 Stunden. Daila goi I totnjet choban fi Unfall. Konko vendesika. Toidanger Jahr änderte sich etwas in der Villa. Rodrigo kam mit einem Baby auf dem Arm. Matteo, der Sohn, von dem niemand wusste, dass er exierte. Aus einer Beziehung, die Rodrigo nicht erklärt hatte und die Edubiges tolerierte, weil es Villanueva-Blut war. Und Villanueva-Blut wurde nicht diskutiert. Die Mutter des Babys kam nicht mit ihnen. Rodrigo erklärte nicht. Chintang. Edubiges fragte auch nicht. Oder wenn, dann privat. In den Zimmern, in denen Consuelo nicht sein konnte. Consuelo lernte Matteo am ersten Tag kennen. Sie hielt ihn auf dem Arm, weil Rodrigo ihn ihr in die Arme gelegt hatte. Mit dem Gesicht eines Mannes, der nicht genau weiß, was er mit dem hat, was er in den Händen hält. Das Baby roch nach Krankenhaus und nach dem süßen Parfüm, das Neugeborene haben, die noch nicht wissen, dass die Welt kompliziert ist. Matteo sah sie an, sie sah ihn an. Das schien Tran Tetka. Der Bus bremste dort Nord-Zaira, Saukurk-Neudei-Straße, war Consuelo öffnete die Augen. Neben ihr bekreuzigte sich eine Dame mit einer Einkaufstasche Fahn eingeertuert. Der Chauffeur schrie etwas zu dem Taxi, das ihm den Weg abgeschnitten hatte. Das normale Leben ging genauso weiter wie immer. Consuelo holte ihr Handy heraus. Sie hatte 2 Nachrichten. Eine von ihrer Cousine Natividad, die fragte, ob sie ihr 300 Franken bis zum 15 leihen könnte. Und eine von Herrn Rodrigo. Rodrigos Nachricht lautete: Consuelo, morgen muss ich Sie um 9 Uhr I am Büro sprechen. Sie las sie 2-mal, steckte sie weg. Sie stieg an ihrer Haltestelle aus, der an der Apotheke in der Ecke, gegenüber dem Mietshaus I am Kreis 4, wo sie seit 7 Jahren in Wohnung 4b lebte. Und während sie die Treppe hinaufstieg, die nach Feuchtigkeit und nach der Rudelsuppe der Frau aus dem 3C roch, dachte sie, dass sie morgen um 9 Uhr die Dongfurk bügeln müsste. Die Wohnung war klein und sauber, mit derselben Präzision, mit der Consuelo alles putzte, nicht aus Besessenheit, sondern weil Unordnung sie von Kindheit an nervös machte, und das hatte sich nicht geändert. Es gab einen Tisch für 2 Personen, eine Kochnische, ein Wohnzimmer, das auch ihr Schlafzimmer war, und an der Wand ein gerahmtes Foto ihrer Großmutter Refugio aus dem Wallis mit einem grünen Wolltuch und dem Ausdruck, den sie hatte, wenn sie am Begriff war, etwas zu sagen, das niemand hören wollte. Consuelo hängte die Tasche auf, nahm die Schürze heraus, breitete sie unter dem Lampenlicht auf dem Tisch aus. Die Naht der rechten Tasche hatte einen weiteren Tag gehalten, die ungleichmäßigen Fäden, das Blau, das nicht genau dasselbe Blau war. 9 Jahre des Waschens und Bügelns, und die Schürze war immer noch die Schürze. Sie faltete sie noch nicht zusammen, sie ließ sie ausgebreitet liegen, während sie Wasser für den Tee kochte. Um 9:30 Uhr abends klopfte jemand an ihre Tür. Consuelo öffnete, erwartete die Frau aus dem 3C, die manchmal heraufkam, um Salz zu holen. Es war nicht die Frau aus dem 3C, es war Abundio. Abundio Cerda Perez, 67 Jahre alt, Hauswart des Mietshauses, schon bevor Consuelo dort einzog. Ein Mann, der alle Gerüchte des Gebäudes mit einer Präzision kannte, die Bethurb Farb hätte sein sollen, und der sie teilte, ohne dass jemand ihn darum bat. »Ich weiß schon, was passiert ist«, sagte er, am Türrahmen lehnend, die Arme verschränkt und das Gesicht eines Mannes,
der gerade das spannendste Spiel seines Lebens gesehen hatte. Mein Neffe arbeitet am Hotel. Er hat mir das Video geschickt. Consuelo sah ihn an. Video welches? Das schon 4000 Aufrufe hat, meine Liebe. Abundio kratzte sich am Kopf. Hören Sie, ich habe es immer gesagt, Sie haben mehr Charakter als eine Chilischote. Was ich aber nicht wusste, war, dass Sie auch mehr Mumm haben als dieser Herr, der nur da stand und zusah. Abundio. Nein, lassen Sie mich ausreden. Er hob eine Hand. La Sie getan haben, schien Tran sehr falsch. Chak Chanroy. Man legt seiner Chefin nicht die Hand an. Toi Mun Tam Dung. Obwohl die Chefin es green hatte, aber das ist meine Sache. Gute Nacht. Duidaila Diodang Seira. Consuelo schloss die Tür. Sie blieb am Wohnzimmer stehen, mit dem Geräusch von Abundios Schritten, die die Treppe hinuntergingen, und dem Geruch des Tees, der schon fertig war, und der ausgebreiteten Schürze auf dem Tisch und dem Wort Video, das in ihrem Kopf herumwirbelte. Bongin aufhöf. Neuban Mun, den Sung, Newai Tatoi. Jemand hatte es hochgeladen mit dem TOD. Angestellte hält Millionärin mitten in der Leer Hoi Bantei, Quadang Sahoi Kaukap. Die Kamera war zittrig, aus der Ferne aufgenommen, aber man sah alles. Edubiges Arm, das festgehaltene Handgelenk, der ganze Saal unbeweglich. Man sah Rodrigo stehen. Die Aktentasche fiel. Consuelo schloss das Video, schaltete den Bildschirm aus, legte das Handy mit dem Gesicht nach unten neben die Schürze auf den Tisch und starrte die Wand an. Auf dem gerahmten Foto hatte ihre Großmutter Refugio denselben Ausdruck wie immer, den einer, der bereits weiß, wie die Geschichte endet und darauf wartet, dass die anderen es selbst herausfinden. Consuelo trank den Tee. Sie dachte nicht an Edubiges. Sie dachte nicht an das Video. Sie dachte an Matteo daran, wie das Kind an dem Morgen, bevor sie die Verträge abgeben ging, in die Küche gekommen war, während sie mit Putzen fertig war und ihr eine 4-mal gefaltete Zeichnung in die Hand gelegt hatte, ohne etwas zu sagen, mit der Art, Dinge zu übergeben, als wären es Geheimnisse, die besser auf Papier als in Worten weitergegeben wurden. Es war immer noch so. Jets entfaltete CS auf dem Tisch neben der Schürze. Es war ein kariertes Notizbuchblatt, eines von denen, die Matteo für alles benutzte. Gezeichnet mit Wachsmalstiften, eine große Figur mit rotem Kleid, Edubiges, wegen der Farbe. Matteo zeichnete sie immer in Rot, mit erhobenem Arm und davor eine kleine Figur mit blauer Schürze, mit ausgestreckter Hand, die den Arm aufhielt. Consuelo betrachtete die Zeichnung einen langen Moment. Dann sah sie das Datum, das Matteo mit seiner Zweitklässler-Handschrift, die Groß- und Kleinbuchstaben ohne ersichtliches Kriterium mischte, in die obere rechte Ecke geschrieben hatte. 14. März, 3 Monate zuvor. Das Kind hatte es 3 Monate vor dem Ereignis gezeichnet. Consuelo faltete die Zeichnung zusammen, verstaute sie zusammen mit der Schürze in ihrer Tasche, nahm einen weiteren Schluck Tee und starrte das Foto ihrer Großmutter an der Wand an. Draußen auf der Straße hupte jemand 2-mal. Ein Hund Doi von einem Dach. Das Mietshaus war immer noch genau dasselbe wie immer. Morgen um 9 Uhr wollte Herr Rodrigo sprechen. Consuelo trank ihren Tee aus, nahm die Tasse, spülte sie ab, faltete die Schürze zusammen. Die Villanueva Holding befand sich an der Infamuse Sur, in einem Glas- und Stahlgebäude, das sein Großvater in den 80er Jahren hatte bauen lassen und das seitdem 3-mal renoviert worden war, ohne dass jemand es gewagt hätte, die Bronzeplatte am Eingang zu ändern. Villanueva Holding AG sei 1961. Consuelo kam um 8:53 Uhr an. Nicht um 9 Uhr, um 8:53 Uhr. Denn pünktlich zu sein erschien ihr unhöflich. War zu spät zu kommen war überhaupt keine Option. Sie trug die gebügelte Dongfurg, die schwarze Stofftasche und die zusammengefaltete Schürze darin, obwohl es keinen Grund gab, sie mitzubringen. Sie ging nicht zur Arbeit, sie ging reden, aber sie brachte sie trotzdem mit. Wie wei Nguidan Ong Totnjetler Dinge ohne Erklärung mitnimmt. Die Empfangsdame ließ sie 12 Minuten auf einem Stuhl neben der Bambuspflanze warten. Consuelo Muankok. Um 9:05 Uhr führte eine Assistentin FA am grauen Anzug sie in den 14. Stock. Rodrigos Büro war groß und aufgeräumt, mit der Art von Ordnung, die jemand anderes aufrechterhält, die Ordnung von Schreibtischen, die nie schmutzig sind, weil jemand sie reinigt, bevor der Besitzer kommt. Es gab einen Blick auf die Stadt, der aus dem Muibon, Chienchang Shun Yangchong. Rodrigo dung am Fenster, als sie hereinkam, mit einer Tasse Kaffee in der Hand und dem Gesicht eines Mannes, der nicht gut geschlafen hatte. »Setzen Sie sich bitte«, sagte er. Consuelo setzte sich. Rodrigo blieb noch einen Moment stehen und blickte auf die Stadt, bevor er sich umdrehte. »Letzte Nacht war für alle ein sehr schwieriger Moment«, sagte er.
Er wählte die Worte langsam wie jemand, der über etwas geht, von dem er nicht weiß, ob es das Gewicht aushält. Was Sie getan haben. Er hielt inne. Ich weiß nicht, ob es richtig war oder nicht, aber ich verstehe, warum Sie es getan haben. Consuelo sagte nichts. Meine Mutter sehr, dass ich Sie entlasse. Rodrigo stellte die Tasse auf den Schreibtisch. Sie hat es um 11 Uhr nachts verlangt. Sie hat es heute Morgen um 7 Uhr wieder verlangt. Und ich stelle mir vor, dass sie es wieder verlangen wird, sobald ich hier raus bin. Stille. Sie wollen A? Fragte Consuelo. Rodrigo sah sie an. Diese Frage kung chakchan video da? Ich möchte wissen, was passiert ist, sagte er. Die komplette Version, nicht die meiner Mutter. Consuelo sprach 16 Minuten lang. Nicht alles, nicht die ganzen 11 Jahre, aber genug. Die auf den Boden geworfene Kaffeetasse, der Stoß auf dem Flur, die Worte, die hängen bleiben, auch wenn man es nicht will. Sie sprach, ohne die Stimme zu erheben, ohne Dramatik, mit derselben Kadenz, mit der sie erklärt hätte, wie man einen schwierigen Fleck aus dem Teppich entfernt. Rodrigo hörte zu, ohne zu unterbrechen. Als sie fertig war, blieb er einen Moment mit den Ellenbogen auf dem Schreibtisch und der Stirn auf den Knöcheln liegen, als ob er das Gewicht von etwas berechnete, das er nie zuvor gewogen hatte, weil er es sich nie erlaubt hatte, es anzuheben. »Warum haben Sie nichts gesagt?« fragte er ohne Anklage, wirklich ohne zu verstehen. Consuelo überlegte, wie sie darauf antworten sollte. »Why sie nie sie fragt haben, Herr Villanueva, Rodrigo van Doichom, Hong Tasse.« Der Kaffee war schon kalt, und er trank ihn trotzdem. »Ich werde Sie nicht entlassen«, sagte er schließlich. »Aber ich muss Sie um etwas kann, worum ich kein Recht habe, Sie zu kann. Sagen Sie es. Geduld. Daila dio bandang noi va bandang lam diodo. Ich weiß nicht wie lange, aber ich brauche, dass Sie mir Zeit geben, um mit meiner Mutter so zu reden, wie wir noch nie geredet haben.« Consuelo nickte einmal dung auf, nahm ihre Tasche. »Morgen komme ich wie immer um 6 Uhr«, sagte sie. »Vatoy dang nierte. Edubiges Villanueva wartete auf sie. Nicht an der Tür, das wäre zu offensichtlich, zu bedürftig gewesen, sondern auf dem Flur I am Erdgeschoss neben der Diensttreppe mit einem Glas Wasser in der Hand, das sie offensichtlich nicht trank. Sie hatte die Haare hochgesteckt und trug ein cremefarbenes Kleid, das Consuelo an dem Dienstag selbst gebügelt hatte. Sie sah sie kommen mit einem Ausdruck, der noch keine Wut war. Es war etwas vor der Wut, etwas Kälteres. »Kaigi«, Neuve Edubiges. »Guten Morgen, Bar Villanueva. Kämen Sie mir nicht mit Guten Morgen. Hat mein Kofei-Sohn Ihnen gesagt, Kong?« Consuelo ging an ihr vorbei in die Küche, dass ich morgen wie immer um 6 Uhr komme. Edubiges rührte sich nicht vom Flur. Consuelo hörte das Wasserglas mit mehr Kraft als nötig auf dem Sims abgestellt werden. Dieses kontrollierte Geräusch von jemandem, der sich dafür entscheidet, nichts zu zerbrechen. »Ruht!« Edubiges kam 3 Minuten später in die Küche, stellte sich in den Türrahmen. Consuelo holte das Gemüse für das Mittagessen aus dem Kühlschrank. Das Mittwochsmenü war seit 4 Jahren dasselbe. Gerstensuppe, Reis, Bohnen, Fladenbrot. »Hören Sie mir gut zu«, sagte Edubiges. Die Stimme war ruhig, klinisch. Die Stimme, die sie benutzte, wenn sie wollte, dass die Dinge ohne Wiederholung verstanden wurden. Sie haben letzte Nacht einen sehr schweren Fehler gemacht. Einen Fehler, der nicht wieder gut zu machen ist. Und wenn Rodrigo es noch nicht so sieht, wird er es noch sehen. Ich gebe Ihnen 2 Wochen. Consuelo legte den Koriander auf das Brett. Noch etwas, Bar Villanueva. Ja. Edubiges trat einen Schritt in die Küche. Diese Leute, die das Video aufgenommen haben, dieses Video, das überall kursiert, ich werde herausfinden, wer es hochgeladen hat. Ich werde es löschen lassen und ich werde sicherstellen, dass jeder, der es geteilt hat, weiß, dass es Konsequenzen hat, sich in die Angelegenheiten der Gia den einzumischen. Consuelo dann bat dovai Koriander zu hacken. »Werden Sie kochen oder soll ich es tun?« fragte Edubiges sie einen langen Moment an. Ging. Matteo kam wie jeden Tag um 15 Uhr von der Schule, mit falsch zugeschnalltem Rucksack und herunterhängenden Socken und dem Gesicht eines Kindes, das gerade 6 Stunden lang Dinge getan hat, die es nicht selbst gewählt hat. Er ging direkt in die Küche, ohne das Wohnzimmer zu passieren, weil er wusste, dass Consuelo um 15 Uhr immer gerade fertig war mit Servieren. Er setzte sich auf den hohen Hocker an der Kochnische. »Da bist du ja«, fragte Consuelo, ohne sich umzudrehen. »Ja, Neuweithoi. Chin Trantenau. Ruht.« Das war ein vollständiges Gespräch für Matteo. Consuelo servierte ihm die Suppe, gab ihm den Reis, ließ die Fladenbrote auf der warmen Platte unter einem Tuch, damit sie nicht kalt wurden, und putzte weiter den Herd. Matteo aß schweigend. Mitten in der Suppe, ohne den Blick vom Teller zu heben, sagte er, »Ich habe das Video gesehen.« Consuelo stoppte das Tuch auf dem Herd. »Oh?« »Auf Papas Tierndung. Er hat es vor dem Frühstück angesehen.« »Ah, Tamdung. Oh, Tertürt Voi.« Matteo runzelte die Stirn in einer Nachahmung von Rodrigo, der mit undurchschaubarem Ausdruck auf einen Bildschirm blickte.
Vaodai Consuelo setzte die Reinigung des Herdes. Is, Xin Chao, Matteo as wenig. Dann, gehst du jetzt weg? Nein. Sie werden sich rauswerfen. Nein. Wird sein das Kind. Kungla das genau das, lamut deo Chonguan. Es aß die Suppe auf, wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab. Consuelo reichte ihm wortlos eine Serviette, stieg vom Hocker. Er war schon an der Tür, als er innehielt. Consu, ich wusste schon, dass du das tun würdest. Consuelo sah ihn an. Wower, wusstest du das? Matteo zuckte mit den Schultern, mit der sparsamen Bewegung, die er für Dinge hatte, die ihm offensichtlich erschienen. Weil ich es dir schon am Gesicht gesehen hatte. Watoi dang mir den Treppe hinauf. Consuelo blieb mit dem Tuch in der Hand und dem Geruch der Suppe in der Küche und die im Satz, der in ihrem Kopf herumwirbelte, zurück. Ich hatte es dir schon am Gesicht gesehen. Sie dachte an die Zeichnung vom März, an die kleine Figur mit der blauen Schürze, die den roten Arm aufhielt, gezeichnet 3 Monate bevor es geschah. Das Kind lügte nie. Das war das Komplizierteste von allem. Trong der Nacht klopfte Rodrigo an die Küchentür, als Consuelo gerade beim Aufräumen war. Darf ich? Fragte er aus dem Türrahmen. Es war das erste Mal in 11 Jahren, dass er fragte, ob er seine eigene Küche betreten durfte. Kommen Sie, Kimche, sagte sie. Rodrigo trat ein, lehnte sich mit den Händen in den Taschen an die Theke. Er hatte den Anzug gegen ein Hemd ohne Krawatte getauscht und sah ohne Anzug anders aus. Mehr wie jemand, der auch in dem Haus lebte, als jemand, der es verwaltete. Ich habe heute Nachmittag mit meiner Mutter gesprochen, sagte er. Wie lief es? Toi ngam min, tam dung. Schlimmer als immer, eigentlich. Consuelo faltete das Küchentuch fertig zusammen, legte es auf die Theke. Herr Rodrigo, sagte sie ohne Härte, ich bin seit 11 Jahren in dem Haus. Ich kenne Frau Edubiges besser, als ich sie kennen möchte. Und was ich Ihnen sage, ist, dass das, was sie von Ihnen hört, und das, was sie damit zu tun beschließt, 2 verschiedene Dinge sind. Sie können so viel mit ihr reden, wie Sie wollen. Rodrigo sah sie an. Sagen Sie mir da? Dass Worte bei ihr nichts ändern, sagte Consuelo. Bei ihr ändern sich die Konsequenzen. Rodrigo fandoi Hong Twai Mai. Er blickte auf die Theke. Matthäus Tasse immer noch am Abtropfgestell, der Herd sauber. Sie sagen mir seit 11 Jahren die Wahrheit, sagte er schließlich leise. Und ich habe nie zugehört. Consuelo Conco Tasche. Gute Nacht, Ong Villanueva. Sie ging durch die Diensttür. Die Nachtluft roch immer noch nach Flieder, obwohl die Saison schon fast vorbei war und die abgefallenen Blütenblätter auf dem Trottoir eine violette Paste bildeten, die Schuhe befleckte, wenn man nicht aufpasste, wohin man trat. Consuelo achtete darauf, wohin sie trat. Toi dang neuwe Haltestelle, Deiler neu Handy heraus. Sie hatte eine Nachricht von ihrer Cousine Natividad. Sie hatte ihr die 300 Franken geliehen, sie konnte aufhören zu fragen, und eine von einer Nummer, die sie nicht erkannte, bis sie las. Xin Chao, Consuelo, Chao ngai Rodrigo. Ich schicke Ihnen meine Nummer, falls Sie mal etwas brauchen. Gute Nacht. Dola dio tuetvoi, dio naitat tuetvoi. Der Bus brauchte muy sau Minuten. Consuelo wartete mit der Tasche auf dem Schoß und der Schürze darin und Matthäus Zeichnung, die vom März, die Figur mit dem festgehaltenen Arm, immer noch in der Innentasche, wo sie in jener ersten Nacht Bahnlever seitdem gelassen hatte. Sie stieg in den Bus, fand einen Platz am Fenster. Draußen zog die Stadt vorbei. Die Stände, die Reklamen, die Ampeln, die Leute, die von verschiedenen Arbeiten an verschiedenen Enden derselben Stadt nach Hause kamen. Irgendwo an der Insfamuses-Straße saß Rodrigo Villanueva, einer Villa, die nach Flieder roch, und dachte über etwas nach, das noch keinen Namen hatte. Toi 410, Stock eines Glas und Stahlgebäudes hatte Edubiges Villanueva eine Entscheidung getroffen, die sie noch niemandem mitgeteilt hatte. Consuelo lehnte ihre Stirn an das Glas. Diesmal schloss sie die Augen, nicht um ihr Spiegelbild nicht zu sehen, sondern um Matthäus Satz an einem Ort zu bewahren, wo er nicht verloren gehen würde. Dasselbe sehen. Der Umschlag tauchte an einem Donnerstag auf, nicht auf Rodrigos Schreibtisch, nicht auf dem Esstisch, nirgends, wo Consuelo ihn hätte sehen können, bevor es wichtig wurde. Er tauchte am Personalbüro der Holding auf, persönlich übergeben von einem Kurier, der keinen Namen hinterließ, adressiert an Herrn Rechtsanwalt Fuentes, den Hausjuristen der Gruppe, mit einer Notiz, die einfach lautete: Betreff, Hausangestellte Reyes Solano. Consuelo wusste von dem Umschlag nichts, bis 4 Tage später. Diese 4 Tage kann Baobin-Tüng. Das war es, was sie später am meisten belastete, wenn sie daran dachte, dass sie völlig normal gewesen waren. Der Kaffee um 7 Uhr, das Mittagessen um 13:30 Uhr, Matteo kam um 14:15 Uhr mit herunterhängenden Socken, Rodrigo frühstückte auf dem Küchenhocker und fragte, ob das Brot am Freitag Käsebrot statt Gipfeli sein könnte. Kong Beat.
Am Dienstagabend lud Edubiges ein Paar zum Abendessen ein, die Iturriagers, Minderheitsaktionäre des Werks Pingfun am Aargau. Und Consuelo servierte das Abendessen wie immer, ungesehen, ungenannt, nicht mehr exierend, als die Gelegenheit erforderte. Edubiges war den ganzen Abend bezaubernd. Auch das war ein Zeichen, dass Consuelo zu spät zu lesen lernte. Wenn Edubiges ohne ersichtlichen Grund bezaubernd war, gab es einen Grund, der nicht ersichtlich war. Am Mittwoch kam Rodrigo mit dem Gesicht eines Mannes, der einen schwierigen Tag gehabt hatte, von der Holding und saß länger als gewöhnlich in der Küche. Consuelo stellte ihm eine Tasse Kaffee hin, ohne dass er darum bat. Teuchung biet, oi danke zu sagen, biet Danla mit dem Kopf. Dieses Nicken, das bei Männern, die nicht wissen, wie man um Dinge bittet, genau dasselbe bedeutet wie ein Dankeschön. Wie geht es Matteo? Fragte er. Ruht, er hat heute sein Naturwissenschaftsprojekt bedient. Der Vulkan ist ihm gut gelungen. Rodrigo lächelte ein wenig. Es war eine so kurze Geste, dass Consuelo sie nicht gesehen hätte, wenn sie nicht genau in diesem Moment Bahnlee hätte. Haben Sie im Seehofen? Doidalam Deodor? Wichignang Backpulver. Er hat es alleine zusammengebaut. Klar. Rodrigo trank den Kaffee. Wissen Sie, er sagt, Sie sind seine Lieblingsperson in die im Haus? Consuelo antwortete nicht sofort. Sie wischte die Theke ab. Er ist ein braver Junge, Neuwei. Ja, eine lange Tarmdung. Ich weiß nicht, ob ich etwas damit zu tun hatte. Consuelo sah ihn einen Moment an. Dann wandte sie sich wieder der Theke zu. Hatten Sie, sagte sie. Reden Sie es sich nicht aus. Rodrigo trank den Kaffee schweigend aus. In dieser Nacht, als Consuelo durch die Diensttür ging, wusste sie nicht, dass es die letzte normale Nacht war, dass am nächsten Tag der Umschlag bereits auf dem Schreibtisch von Herrn Rechtsanwalt Fuentes lag, dass Edubiges bereits 3 Anrufe getätigt hatte, von denen niemand in der Villa etwas wissen würde, bis es zu spät war. Toi Mundchen dauwe ich seh büt. Der Bus brauchte 11 Minuten. Der Donnerstag tien tran ko Enfang en anders. Consuelo spürte es in der Luft der Villa, bevor sie jemanden seh. Diese besondere Stille der Häuser, wenn etwas geschehen wird und die Räume es bereits wissen, auch wenn die Menschen noch nicht. Edubiges kam wie immer nicht um 7 Uhr herunter. Rodrigo erschien auch nicht in der Küche. Consuelo bereitete den Kaffee zu, wartete. 8:30 Uhr kam Herr Rechtsanwalt Fuentes. Consuelo kannte ihn vom Sehen. Ein Mann in den 50ern, Damm trong einem makellosen grauen Anzug, eine braune Ledertasche, die er mit beiden Händen trug, als ob etwas darin wäre, das nicht geneigt werden durfte. Huok Chin trong je 10 Jahren 4 oder 5 Mal trong die Villa gekommen, immer für Angelegenheiten der Holding, immer direkt ins Arbeitszimmer von Herrn Rodrigo. Surfat trin mang merkur Edubiges de First am Wohnzimmer. Consuelo servierte den bestellten Kaffee und zog sich in die Kache zurück. Sie schloss die Tür, starteten das Mittagessen zuzubereiten, hackte die Karotten, setzte das Wasser auf, maß den Reis ab. 20 Minuten später öffnete Edubiges die Küchentür. Consuelo, ich brauche Sie am Wohnzimmer. Dola Chin tran keine Bitte. Herr Rechtsanwalt Fuentes hatte den Umschlag offen auf dem Couchtisch liegen. Darin waren mehrere bedruckte Blätter mit Briefkopf, die Consuelo von ihrem Standort aus nicht lesen konnte. Edubiges setzte sich auf das große Sofa. Der Anwalt blieb stehen. »Setzen Sie sich bitte«, sagte Fuentes. Consuelo setzte sich nicht. »Es gibt eine Situation, die wir klären müssen«, sagte Fuentes, mit der Anwaltsstimme, die alles administrativ klingen lässt, auch wenn es ein Messer ist. Wir haben einen Bericht mit Beweisen erhalten, dass in den letzten Wochen bestimmte Wertgegenstände aus der Residenz verschwunden sind. Teuchonko Ikingi wir Blätter, eine Perlenkette am Wert von 85.000 Franken, eine silberne Uhr vom Schminktisch am Hauptschlafzimmer und ein Umschlag mit Bargeld, den Frau Villanueva in der Schublade ihres privaten Schreibtisches aufbewahrte. Die Stille am Wohnzimmer war Fanunguikak Kung Chet der Küche. Das ist eine Lüge. Neuve Consuelo. Consuelo, sagte Edubiges mit einer Ruhe, die die Ruhe von jemandem war, der diesen Moment wochenlang vorbereitet hatte. Niemand beschuldigt Sie noch. Herr Rechtsanwalt Fuentes präsentiert nur die Informationen, die wir erhalten haben. Von wem? Fuentes blickte auf das Papier. Von einer anonymen Quelle, die ausserdem. Er öffnete ein weiteres Blatt. Diese Fotos Moore beigesteuert. Die Fotos waren unscharf. Unscharf genug, um zweideutig zu sein. Klar genug, um verwendbar zu sein. Eine Figur in blauer Dongfurk vor einem Schminktisch, eine Hand auf einer Schublade, eine Tasche, die schwarze Stofftasche, die alles oder nichts sein konnte. Consuelo sah sie an, zählte bis 3. Diese Fotos beweisen nichts, Saudo. Stimmt, gab Fuentes zu, aber angesichts des jüngsten Klimas. Er warf Edubiges einen kurzen Blick zu. Und der Vorgeschichte des Arbeitsverhältnisses
hält Frau Villanueva es für das Klügste, das Arbeitsverhältnis auszusetzen, während die Angelegenheit untersucht wird. Aussetzen, Hoc beden. Fuentes räusperte sich. Beenden mit der gesetzlich vorgeschriebenen Abfindung. Consuelo sagte nichts. Daila Edubiges an. Edubiges erwiderte den Blick, ohne zu blinzeln. Dieser Blick von jemandem, der diesen Quan Chaktrong seinem Kopf oft genug geübt hat, um nicht zu zittern. Weiß Herr Rodrigo davon? Fragte Consuelo. Ich verwalte das Hauspersonal der Residenz, sagte Edubiges. Das habe ich schon immer getan. La keine Antwort Chien Tran. Daila Kurkchin Antwort. Kann ich warten, um mit ihm zu sprechen? Das wird nicht nötig sein, sagte Edubiges. Fuentes öffnete die Aktentasche, holte einen dünneren Umschlag heraus. Hier ist die Schlussabrechnung. Wenn Sie heute unterschreiben, erfolgt die Überweisung morgen. Consuelo con cosi dagbiert. Ich werde heute nicht unterschreiben. Fuentes und Edubiges sahen sich an. Consuelo, Neuve Edubiges, war Kurkchin Tran das Seirae ihrer Stimme, etwas, das wochenlang darauf gewartet hatte, herauszukommen. Das wird so oder so geschehen. Es kann sauber und schnell sein oder langwierig, kompliziert und öffentlich. Sie wählen. Consuelo nahm ihre Tasche vom Stuhl, wo sie bei ihrer Ankunft abgelegt hatte. Dann wird es langwierig, Saudo. Sie ging durch den Haupteingang, nicht durch die Diensttür. Tronkurk Chinyo. 10 Jahren ist das erste Mal, dass sie von dort ausging. Draußen schien die Sonne direkt und es roch nach frisch gemähtem Gras aus dem Garten der gegenüberliegenden Villa. Consuelo ging bis zur Ecke, blieb stehen, holte ihr Handy heraus, suchte Rodrigos Nachricht. Ich schicke Ihnen meine Nummer, falls Sie mal etwas brauchen. Verzeubert zu Bildschirm. Bahn Kothilam Diudo, Bahn Sathai Diudo, Bahn Birtdai. 2 Straßen weiter auf dem Trottoir blieb sie an einem Baum stehen und öffnete ihr Tasche. Sie holte die Schürze heraus. Sie hielt sie einen Moment lang in beiden Händen, die Naht der rechten Tasche, die ungleichmäßigen Fäden, das Blau, das nicht genau dasselbe Blau war. Sie dachte an Matteo, der sie in seinem Zimmer an den Stuhl gehängt hatte, als ob sie etwas wert wäre. Sie dachte an die Küche, an den Geruch der Elpler-Magronen, an den Kaffee mit Rotzucker. Neuban mun Kordök mot Kaisido tu Tage, die auf ihre Art anders gewesen waren. Sie faltete die Schürze zusammen, verstaute sie. Bahn Birtdai. 15 Uhr würde Matteo irgendwo am Zürcher Kreis 4 von der Schule kommen, mit falsch zugeschnalltem Rucksack und herunterhängenden Socken. Und niemand würde in der Küche auf ihn warten, mit der Suppe bereit. Das war das Einzige, es ihr wirklich wehtat. In dieser Nacht, um 21:40 Uhr, klingelte Consuelos Telefon. Dola Chientran Rodrigo. Daila Loi Neu Doyes klingeln. 2 Minuten da Neutchen Winner trickt. Consuelo. Ich habe gerade erfahren, Langui Tour Dong. Was meine Mutter getan hat, geschah nicht mit meiner Genehmigung. Ich brauche, dass Sie mich anrufen, wenn Sie können. Dongwei. Daila Loi Neu Soikotoi. Sie legte sich auf das Klappbett in Wohnung 4b, mit der immer gleichen Decke über sich und dem immer gleichen Straßenlärm draußen und dem Foto ihrer Großmutter Refugio an der Wand, mit dem Ausdruck, den sie hatte, wenn sie wusste, wie die Geschichte endete und darauf wartete, dass die anderen es selbst herausfanden. Consuelo schloss die Augen, zählte bis 3. Konkojidau. Rodrigo rief innerhalb von 2 Tagen 4-mal an. Consuelo nahm keinen Anruf entgegen. Nicht, weil sie nicht wollte, oder doch ein bisschen, weil sie mit ihrem eigenen Kopf nachdenken musste, bevor sie wieder mit ihm sprach. Wenn man 11 Jahre lang die Person ist, die die Probleme eines Hauses löst, dauert es länger als 48 Stunden zu lernen, die Probleme des Hauses anderen zu überlassen. Toidang sei me Tag kam eine Nachricht von Matteo, nicht von Rodrigo, von Matteo, von Rodrigos Handy, mit der charakteristischen Rechtschreibung, die Großbuchstaben setzte, wo sie nicht Bahnle hörten und fast allem die Akzente fehlten. Konsu, wo bist du? De Schuchi riecht komisch. Papi Chakai Haferkaffee mache. Consuelo starrte die Nachricht einen langen Moment wahr, dann lachte sie. Nur ein bisschen. Es war ein kleines Geräusch in der leeren Wohnung. Doifandoi, tatütvoi, Matteo. Sag deinem Papa, dass in den Haferkaffee Zimt und Rotzucker gehören, nicht normaler Zucker. 3 Minuten, da neu schüren voi Antwort. Han ich seid. Er seid für was de Zimt. Han ich seid, du weißt es. Er het gseid. Dirkroy. Und dann, ohne Pause, ohne dass jemand danach gefragt hätte mit seinem Darf ich dir das Foto schicke? Das Foto kam 20 Sekunden später. Es war ein kariertes Notizbuchblatt, von oben mit dem Handy aufgenommen, mit dem Licht eines Kinderzimmers, das die Ecken nicht gut ausleuchten konnte, aber man sah alles. Consuelo öffnete es, vergrößerte es mit den Fingern. Es war eine Zeichnung mit braunem und schwarzem Wachsmalstift, diesmal ohne Farbe, nur Linien. Die Küche der Villa, erkennbar an der Form des Herdes, eine Figur I am Kleid,
Edubiges, immer ohne Farbe, wenn Matteo sie unabsichtlich zeichnete, über die Theke gebeugt und auf der Theke Gegenstände, Kreise, Rechtecke, Formen, die ein 7-jähriges Kind zeichnet, wenn es Dinge darstellt, die es gesehen und nicht ganz verstanden hat, aber an die sich seine Hand erinnert, eine Kette, eine kleine Uhr, ein rechteckiger Umschlag und in der unteren linken Ecke mit Matthäus Schrift. De Großmoeter het ihre Sache I Tasche vor de neue Frau gleit. Datum in der oberen rechten Ecke, Ngai 3 Tang 4. Consuelo rechnete zurück. Der 3, Chien Tran Tang 419 Tage vor dem Donnerstag, an dem Herr Rechtsanwalt Fuentes mit dem Umschlag gekommen war, 19 Tage bevor die Beweise für den angeblichen Diebstahl auftauchten. Sie blieb mit dem Handy in der Hand, war dem Foto auf dem Bildschirm stehen, und das Herz machte dies dumpfe Geräusch, das es macht, wenn es etwas versteht, das der Kopf noch verarbeitet. Matteo hatte es gesehen. Matteo hatte es gezeichnet. Die neue Frau, so nannte Matteo die Assistentin, die Edubiges 2 Monate zuvor eingestellt hatte, um bei der Logistik des Haushalts zu helfen. Eine Frau namens Graziela, die Consuelo nie viel bei der Logistik hatte tun sehen, die aber mit einer Häufigkeit in und aus Edubiges Zimmer ging, die ihr damals nicht aufgefallen war. Grazielas Tasche, Gegenstände qua Edubiges. 19 Tage vor dem Donnerstag. Consuelo atmete tief durch. Sie schrieb Matteo, diese Zeichnung ist sehr wichtig. Ban Komun Techong. Die Antwort kam schnell. Nei, toi mim blue Notizbuch. Mit der harte Deckel. Du hebi alli wichtigere Sache uf. Nimm sie nicht daraus. Kannst du deinem Papa sagen, dass er Konsu anrufen soll? 10 Sekunden. Ha ihm schog seid. Das Telefon klingelte 30 Sekunden später. Dola Chintran Rodrigo. Diesmal nahm Consuelo ab. Geht es Ihnen gut? Sagte er vor allem anderen. Ja, Tam Dung, toi muss etwas sehen. Rodrigo benutzte ihren Vornamen. Daila Kurk Chindo Tinquamal. Keiner der beiden erwähnte es. Bitten Sie Matteo um das blaue Notizbuch mit dem harten Einband. Wang, toi dang neu wird Zeichnungen aufbewahrt. Öffnen Sie es bei der Zeichnung mit dem Datum vom 3. Tang Tu. Stille. Dann Schritte. Matteos Stimme ihn am Hintergrund. Hoch, etwas erklärend. Eine Tür, Seiten, Wanyung Dio Chong Hei. Eine lange Stille, die keine Abwesenheit war. Es war die Stille von jemandem, der etwas sieht und einen Moment braucht, damit das, was er sieht, zu etwas wird, das er halten kann. Mein Gott, Kewe Rodrigo leise. Consuelo Muon Kok. Das ist vom 3. April, sagte er. 19 Tage bevor Fuentes mit dem Umschlag kam. Ja, eine weitere Stille. Consuelo. Die Stimme hat sich verändert. Chonkosidangaknien. Etwas anderes wie etwas, das sich nach einem Fall legt. Morgen um 9 Uhr in der Holding. Können Sie kommen? Toi Kothe. Bringen Sie alles mit, la Sie haben. Tam Dung. Toi Mang den Choban Notizbuch mit. Rodrigo kam um 4 Uhr nachmittags. Consuelo saß auf der Betonstufe vor dem Mietshaus, die blaue Schürze auf den Knien ausgebreitet und Nadel und Faden in der Hand. Die Naht der rechten Tasche war wieder aufgegangen. 3 Stiche, nicht mehr. 9 Jahre waschen. Und der Faden gab jedes Mal etwas mehr nach. Er stieg mit dem blauen Notizbuch mit dem harten Einband unter dem Arm aus dem Auto, blickte auf die Fassade des Mietshauses, sah sie an, blieb einen Moment auf dem Trottoir stehen, ohne voranzukommen. Ich dachte, wir würden uns morgen in der Holding treffen, sagte Consuelo. Matteo hat mir gesagt, ich soll heute kommen. Tam Dung, er sagte, Papa, Konsu ist allein und du hast das Auto. Nicht gerade eine Anweisung, aber der Punkt war klar. Consuelo zeigte auf die Stufe neben sich. Rodrigo sah die Betonstufe an, sah seinen Anzug an, setzte sich auf die Betontufe. Sie schwiegen eine Weile. Die Straße war immer noch die Straße. Der Mais stand an der Ecke, zündete den Brenner an, und der Geruch erreichte die Stufe, gemischt mit etwas Bratgeruch, den jemand am 2. Stock kochte. Rodrigo hielt das Notizbuch mit beiden Händen, ohne es zu öffnen. Consuelo betete den 3. Stich, biss den Faden mit den Zähnen ab. »Warum kaufen Sie sich keine neue?« fragte er. »Weil diese noch dient.« Rodrigo sah die Schürze an, die neue Naht über der alten, das Blau, das nicht genau dasselbe Blau war, ohne etwas zu sagen. »Riecht wie das, was Frau Lupe gemacht hat«, sagte er danach leise, für niemanden bestimmten. »Koschien Tranchung Fuako Lupe, die Frau, die meine Großmutter 8 Jahre lang betreut hat.« Er blickte auf die Straße. Als meine Großmutter starb, entließ meine Mutter sie noch am selben Tag ohne Abfindung. Ich war 27. Ich sagte nichts. Der gebratene Mais roch nach allen Abenden aller Jahre. Deshalb habe ich 11 Jahre lang nichts gesagt, sagte Consuelo. Nicht als Anklage. Ich weiß, sagte Rodrigo. Die darauf folgende Stille war keine Leere. Es war die Stille zweier Menschen, die dieselbe Straße betrachteten und sie nicht füllen mussten.
Rodrigo öffnete das Notizbuch, legte es auf ihre beiden Knie, halb auf seine, halb auf ihre, und öffnete es bei der Zeichnung vom 3, Tang Tu. Die Küche, die farblose Figur über die Theke gebeugt, die Kette, die Uhr, der Umschlag, die Großmutter, die ihre Sachen in die Tasche der neuen Frau legte. Wissen Sie, Matteo mir heute Morgen gesagt hat, Feichung. Rodrigo wartete keine Antwort ab. Ich ha gemeint, du weißt das Show, Papa. Ich ha gemeint, de Grosse wüsst immer alles. Consuelo sagte nichts. Rodrigo schloss das Notizbuch. Morgen um 9 Uhr berufe ich den gesamten Verwaltungsrat ein. Die Partner, die Anwälte, meine Mutter. Ich brauche, dass sie dort sind. Mit Matteo, wenn er kommen möchte. Matteo hat Schule. Ich weiß, aber wenn er möchte, kann er. Fragen Sie ihn. Rodrigo dunk von der Stufe auf, schüttelte seine Woi. Eine nutzlose Geste. Der Beton hatte nichts hinterlassen. Wartet dort Woi, wie Mithaus. Tôi muốn kích thích. Ghi hen si son, người đi rừng man. Refugio, 74 Jahre alt, grünes Wolltuch, obwohl es nicht kalt war, karierte Pantoffeln, die sie drinnen und draußen trug, weil Schuhe in ihrem Alter eine Verhandlung waren, die sich nicht immer lohnte. Sie war herausgekommen, ohne dass jemand sie gehört hatte. Rodrigo sah sie an, dann sah er Consuelo an. Ja, Frau Refugio, entschuldigen Sie die Störung. Ngütier Nanfei direkte Augen, treu Umwege. Keine Störung, neu weitoi. Passen Sie einfach auf sie auf. Durch erneuten Wekin auf Consuelo. Dieses Mädchen hält zu viel aus, ohne etwas zu sagen. Und das ist keine Tugend, das ist Gewohnheit. Toi dang lam diodo. Rodrigo starrte eine Sekunde lang auf die Tür. Sie redet immer so. Nur wenn sie recht hat, theo Consuelo. Đã nhanh chóng hòa nhập vào mùa thu. Rodrigo nickte. Das Auto đã phát triển với động cơ của mình và ngược lại với Ecke. Consuelo blieb auf der Stufe sitzen, die Schürze daneben zusammengefaltet, der Geruch des Mais in der Luft. Dieses Mädchen hält zu viel aus, ohne etwas zu sagen. War das ist keine Tugend, das ist Gewohnheit. Sie nahm die Schürze, faltete sie noch einmal zusammen. Obwohl sie schon zusammengefaltet war, verstaute sie. Der Sitzungssaal, I am 14. Stock, der Mahagonitisch, den der Großvater 1974 aus dem Tessin hatte kommen lassen. 12 Personen saßen ringsum. Edubiges kam ihr am dunkelblauen Kleid und dem Ausdruck von jemandem, der bereits wusste, wie die Sitzung enden würde, weil sie selbst gestaltet hatte. Consuelo kam umchin, nam ure. Rodrigo führte sie auf den Stuhl zu seiner Rechten. Edubiges sah das. De la dio không thể tránh khỏi. Matteo kam dahinter Edai, das blaue Notizbuch mit dem harten Einband fest an die Brust gedrückt. Er hatte gebeten, kommen zu dürfen. Rodrigo, das ist keine Sitzung für Kinder. Matteo ist der einzige direkte Zeuge dessen, was wir besprechen werden. Er räuspern bleibt. Rodrigo sprach 20 Minuten lang, ohne die Stimme zu erheben. Der anonyme Umschlag, die unscharfen Fotos, die ohne seine Genehmigung abgewickelte Schlussabrechnung. 11 Jahre Arbeit unterbrochen, ohne rechtliches Verfahren oder überprüfte Beweise. Deutak war ban sehr kor ich. Fuentes machte Notizen, ohne aufzublicken. Was Sie beschreiben, sagte Edubiges, ist eine Han-Chin-Entscheidung innerhalb meiner Befugnisse. Das war es schon immer, einschließlich der Fälschung von Beweismitteln. Niemand hat etwas gefälscht. Rodrigo öffnete den Ordner. Ngai 3 Thang 4, Ngai 19 Thang 4 Tage vor dem Umschlag hat jemand Wertgegenstände der Familie in die Tasche ihrer Assistentin Graciela Mendoza gelegt. Ein Zeuge hat es gesehen, eine Angestellte, die Gründe hätte zu lügen. Ein 7-jähriger Junge, der nicht weiß, was ein Grund ist zu lügen. Stille. Rodrigo Cobierdan Mateo Thu. Das Kind ging ohne Hastrong dai mitte des Tisches. Dai la dio dang chui doi bei doi tak. Niemand sprach. Anaya beugte sich vor. Die Turriaga sein Sichan. Fuentes legte den Kugelschreiber hin. Banco diese Zeichnung gemacht, Kong? Fragte Rodrigo. Ah, Sangi 3. Tang Tu. Die wichtigen Zeichnungen haben ein Datum. Was du an dem Tag gesehen? Matteo zeigte ohne Zögern mit dem Finger auf die Figur. De Großmueta i de Chuchi, von de Konsu nöt de Bixi isch, het de Schetti und Uhr und de Umschlag i de Tasche, vor de Frau Graciela Gleit. Toi bit ban dang e jai duanau. Sie hand mich nöt gseh. Der Raum schien dran völlig wann kon. Das ist eine Kinderzeichnung, sagte Edubiges. Etwas hatte sich an den Rändern ihrer Stimme geändert. Es ist kein rechtlicher Beweis, sagte der externe Anwalt nur, aber in Kombination mit Graciela Mendozas Bankdaten, die Fuentes seit heute Morgen vorliegen, ist das Bild ziemlich vollständig. Edubiges sah Fuentes an. Fuentes sah sie nicht an. Third tuet voi. Edubiges, sagte Anaya mit der Stimme eines Mannes, der 20 Jahre lang Wai Zhao Chin dran gewesen war, sich heute Morgen entschieden hatte, es nicht zu sein.
Ich habe 2 Betriebe in der Holding und 3 Millionen auf dem Landwirtschaftsbetrieb. Toi kothe hier nicht länger sitzen, wenn das so aussieht. Chet Iturriaga spiert dann. Edubiges sah sie nacheinander an. Dann sah sie Rodrigo an. Wollen Sie Ihren freiwilligen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat heute, Tam Dung, und eine Entschuldigung and Consuelo vor allen Anwesenden. Kong war die volle Entschädigung für 11 Jahre Kong war Schmerzensgeld. Falls nicht, geht das, was Fuentes hat, heute Nachmittag zur Staatsanwaltschaft. Edubiges sah auf den Mahagonitisch, sah Matteos Notizbuch an, sah Consuelo an, das erste Mal während der gesamten Sitzung, dass sie direkt ansah. Consuelo senkte den Blick nicht. Ich brauche einen Moment, 5 Minuten, sagte sie. Toi-Absätze auf dem Flur. Dann Stille. Matteo nahm das Notizbuch, setzte sich neben Consuelo und legte die Hand auf die Armlehne ihres Stuhls. Nicht stopend, nur ablegend. Consuelo sah die Hand des Kindes an. Zaalte bis 3. Honkoshidau. Edubiges kam nach 4 Minuten und 40 Sekunden zurück. Sie trat langsam ein, blieb einen Moment an der Tür stehen, als ob sie das Gewicht des Raumes messen würde, bevor sie ihn durchquerte. Dann ging sie vorwärts, setzte sich und legte die Hände auf den Tisch. Die Hände ruhig, die Ringe perfekt sichtbar, alles an ihr immer perfekt sichtbar. Sie sah noch eine Sekunde auf den Mahagonitisch. Dann streckte sie die Hand zu Fuentes aus, ohne jemanden anzusehen. »Geben Sie mir die Papiere«, sagte sie. Die Entschuldigung kam nach der Unterschrift. 3 gemessene Sätze, ohne Schnörkel. Edubiges sagte sie, während sie auf den Ordner vor sich blickte, nicht auf Consuelo. Aber sie sagte sie laut vor den 12, vor den Partnern, die sich bereits entschieden hatten, welcher Fienbahn sie glauben wollten. Consuelo hörte sie, antwortete nicht. Es war nicht nötig zu antworten. Als Edubiges fertig war, herrschte in dem Raum jene besondere Stille der Momente, an die sich jeder anders erinnern, die aber niemand vergessen würde. 3 Wochen später kam Consuelo Reyes Solano zum ersten Mal auf den Landwirtschaftsbetrieb Ins, am Emmental. 280 Hektar rote Erde und weiter Himmel und der Geruch von feuchtem Gras, der mit der Morgendämmerung kommt und erst um 10 Uhr verschwindet. Das Haupthaus war alt und ernst, mit Lehmwänden, die die Sommersonne nicht ganz erwärmen konnte, und Korridoren, die nach Holz und alten Zeiten rochen. Ein Ort, der nicht schön war auf die Art, wie neue Dinge schön sind. Er war schön auf die Art, wie Dinge schön sind, die lange Zeit so gewesen sind, wie sie sind. Rodrigo Danglam Firkcho Eingang. Der Betrieb erwirtschaftet 23 Millionen Franken pro Jahr, sagte er ohne Vorrede, was seine Art war zu sprechen, wenn er wollte, dass etwas wie ein Vorschlag und nicht wie ein Gefallen klang. Aber er wird seit 8 Jahren schlecht verwaltet. Die Betriebsleiter wechseln jedes Jahr, die Arbeiter vertrauen niemandem, der von außen kommt. Und meine Mutter hat nie verstanden, dass ein Landwirtschaftsbetrieb nicht von einem Schreibtisch in der Stadt ausgeführt wird. Consuelo blickte auf den Korridor, die Lehmwände, den Innenhof, wo 3 Hühner taten, was Hühner tun. »La bieten Sie mir an«, fragte sie, »dass Sie die Leitung übernehmen. Ngui Ban Kong Kur, Vertrag, echter Lohn, Gewinnbeteiligung. Tam Dung, nicht als Angestellte, sondern als Betriebsleiterin.« Consuelo antwortete nicht sofort. Sie ging an den Rand des Korridors und blickte in den Hof. Die rote Erde, die alten Bäume, der Himmel, der in der Schweiz morgens dies Blau hat, das es in der Stadt nicht gibt. Warum? Rodrigo trat an ihre Seite. Weil sie 11 Jahre lang Probleme in einem Haus gelöst haben, in dem ihnen niemand gedankt hat. Tam Dung. Und weil Matteo mir gesagt hat, dass sie genau wissen, wie man Dinge richtig macht, wenn niemand zusieht. Consuelo blickte noch einen Juan Chak auf den Hof. Ich werde die Arbeiter kennenlernen müssen, sagte sie. Alle. Und sie müssen mich meine eigenen Entscheidungen treffen lassen. Ohne jede einzelne Rücksprache mit ihnen. Einverstanden? Und ich möchte, dass Matteo in den Ferien kommt. Hier gibt es Dinge, die ein Kind lernen sollte. Rodrigo lächelte. Es war diesmal eine vollständige Geste, nicht die kurze Geste in der Küche, sondern ein echtes Lächeln.